Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz. Zuerst gibt es internationale Wettbewerbe über hochqualifizierte Arbeitskraft und das ist etwas, das Deutschland muss mitmachen. In 1907, am Höhepunkt der Einwanderung nach USA, Einwanderungszahlen waren 1,5% von Bevölkerung. Letztes Jahr in Deutschland war es mehr, ungefähr 2%. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, die Einwanderer nach USA waren am meisten ökonomische Migranten. Natürlich war es auch Flüchtlinge. Viele von den Einwanderern nach USA waren relativ gering qualifiziert, aber was hat Integration leichter am Anfang des 20. Jahrhunderts in USA gemacht als in Deutschland heute, ist, dass es gab kein umverteilender Sozialstaat und es gab sehr viele Arbeitsmöglichkeiten auch für gering qualifizierte. Natürlich gibt es viele Potenzial, also besonders wenn die Einwanderer sind gut qualifiziert, ist das eine große Chance. Und auch die demografische Wandel macht, dass Deutschland braucht Einwanderer. Und, aber natürlich ist diese ein Gewinn nur, wenn die Einwanderer arbeiten. Wenn sie würden auf Sozialleistungen leben, dann ist es kein Gewinn, sonst ökonomischer Verlust. Was ist sehr wichtig ist, die bürokratischen Hürden abzubauen. Also es ist sehr wichtig, dass die Einwanderer können sehr schnell arbeiten und dann sind das ein Gewinn für die beiden Seiten. Wichtig ist vor allem, die bürokratischen Hürden abzubauen, welche verhindern, dass die Migranten können arbeiten. Es ist auch wichtig, dass sie haben die Qualifikationen, eine Möglichkeit, die Qualifikationen erkennen zu lassen. Und dann gibt es natürlich auch Notwendigkeit für Sprachkursen und weitere Qualifikationsmaßnahmen. Die diskutierte Ausnahme von Flüchtlingen aus gesetzlichen Mindestlohn würde die Situation deutlich verbessern. 2013 ungefähr 50% von Einwanderern aus nicht westlichen Ländern haben weniger als derzeitige Mindestlohn verdient. Und das meint, dass ohne diese Ausnahme es ist zu erwarten, dass viele, vielleicht die meisten von den Flüchtlingen, würden keinen Arbeitsplatz finden. Eine Lohnsubvention für Flüchtlinge würde am Ende die gleiche Effekt am Arbeitsmarkt haben als eine Ausnahme von Mindestlohn, weil die Arbeitgeber sind interessiert über Gesamtkosten, nicht was sie zahlen separat in Lohnkosten und was sie bekommen dann als Subvention. Was ist Unterschied ist, dass eine Lohnsubvention würde mehr Steuerzahler kosten. Und dann gibt es auch ein Problem, nämlich dass der Staat weiß nicht, wie hohe Subventionen sind gebraucht. Wenn die Subventionen sind zu hoch, dann
ist es zu teuer, wenn die Subventionen sind zu niedrig, dann helfen sie nicht. Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz. Zuerst gibt es internationale Wettbewerbe über hochqualifizierte Arbeitskraft und das ist etwas, das Deutschland muss mitmachen, leistungsfähig zu bleiben. Und dann Deutschland hat auch sehr große demografische Herausforderungen und auch diese benötigen Einwanderung. Was ich würde gerne sehen, ist zwei mögliche Wege für Wirtschaftsmigranten. Zuerst ein Punktsystem, wie zum Beispiel in Kanada, dass Menschen, die haben gute Qualifikationen, haben es einfacher, nach Deutschland zu kommen. Und dann sollte es auch sein, dass wer einen Arbeitsplatz mit hoch genug Gehalt bekommt, könnte nach Deutschland kommen. Also wenn die Einwanderer sind Nettozahler an Sozialstaat und wenn sie sind von einem Arbeitsgeber gebraucht, dann sollen sie es relativ einfach haben, nach Deutschland zu kommen.